Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Haha, ich bin's, der Alecchino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Haha, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Kapitel 3. Und das letzte Mal bei Piraten in Venezia. Möchte ja nur einen Federlohn haben dafür. Was? Was ist so lustig? Er hat zittert und ist vor lauter Angst zusammengebrochen. Und ohnmächtig wurde. Das ist ganz einfach zu lösen. Zieh deine Socken aus. Du wolltest, dass ich meine Socken ausziehe? Roswitha fing mit der Zange in der Hand an, vor Alecchinos Kopf herumzufuchteln. Ja, genau. Bist du taub geworden? Los, ausziehen. Wenn nur alle Frauen so direkt wären wie sie. Alecchino gehorchte und zog seine Socken aus. Roswitha packte diese mit der Zange und hielt sie Pepe, der auf dem Untersuchungstisch lag, vor die Nase. So. Uno, due und... Bemerkenswert, Roswitha. Genau, Gestank entsteht häufig in der Folge von Zersetzungsprozessen, bei denen Fäulungsbakterien eine Rolle spielen. Ja, ich hab's verstanden. Ich wasche ja nachher meine Füße. Pepe, wie geht's dir? Was ist dem auf dem Schiff genau passiert? Halt! Babymann muss Tee trinken. Da hat Roswitha völlig recht. Seht doch nur, er steht immer noch völlig unter Schock. Ihr müsst wissen, der Schockzustand stört das gesamtwirtschaftliche Marktgleichgewicht, sodass dynamische Übertragungsmechanismen ausgelöst werden. Er muss sich beruhigen und entspannen. Aha! Unterdessen, am venezianischen Schiffshafen, waren Pantalone und Diego gerade von O'Sullivans Schiff zurückgekehrt und beide waren mehr als verärgert. Oh, das ist viel zu viel, was der da verlangt. Ich weiß, Diego. Aber was hätten wir denn sollen machen? Wir müssen die Ware einfach selber verkaufen. Ja, und wie sollen wir das machen? Wir haben kein einziges Schiff mehr, mit dem wir die Ware ins Ausland schicken können. Es sind alle untergegangen. Wir müssen dringend mit dem Doge über das Ganze reden. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Pantalone und Diego machten sich auf, um dem Doge, dem Herzog von Venedig, aufzusuchen. Inzwischen hatte sich Pepe nun endlich, dank einer Tasse Tee und Roswitha aus unglaublicher Fürsorge, etwas beruhigt. Alecchino, Raffaele, Dottore, Roswitha und Pepe saßen alle in Dottores Wohnzimmer. Pepe nahm nochmals einen großen Schluck und begann endlich zu erzählen. Es ist ja schlimm gewesen. Wir sind also auf einem Meer gewesen und da ist es auf einmal so richtige Stille geworden. Unser Ausguck hat dann von weitem eine riesige Nebelwand auf uns zugekommen. Wir haben dann noch probiert, wieder umzukehren, aber der Nebel war so schnell gewesen. Und innerhalb von Sekunden ist unser ganzes Schiff im Nebel verschluckt gewesen. Pepe stoppte einen Moment. Es schien so, als würde er das ganze Erlebte noch einmal in seinem Kopf durchleben. Ja, und dann? Oh, Entschuldigung. Zuerst hat man so ein ganz lautes Knurren gehört. Das macht mir Angst, Onkel. Roswitha umarmte Dottore und versteckte sich unter dessen Mantel. Vielleicht ist es besser, wenn wir nach oben gehen? Ich will aber Ende wissen. Dottore seufzte und umarmte Roswitha zurück. Er hatte nämlich eigentlich auch sehr große Angst, wollte dies aber vor den anderen nicht zugeben. Auf jeden Fall sind plötzlich alle Mannschaftskameraden, eine nach dem anderen, ohnmächtig geworden. Ich habe nur so gesehen,
wie unser Schiff in 2 Teile zerbrochen ist, bevor ich dann auch ohnmächtig geworden bin. Und dann hat mich der Silver aus dem Wasser gezogen und sie haben mich heimgefahren. Einer nach dem anderen ist ohnmächtig geworden? Was für ein Nebel ist denn das? Irgendwo habe ich davon schon mal was gehört. Aber was nur? Ich kann mich beim besten Willen einfach nicht daran erinnern. Vielleicht fällt ihnen ja irgendwann später ja wieder ein. Ja, vielleicht. Die mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen kann auch ganz spontan erfolgen, indem ein Gefühl, ein Gedanke oder eine Wahrnehmung durch Assoziation an ein früheres Erlebnis erinnert. So, ich glaube, ich und der Arlecchino sollten mal nach unseren Meister schauen. Stimmt, die habe ich ja fast vergessen. Und was ist mit mir? Du bleibst so lange hier, bis es dir besser geht. Im Dogenpalast war in der Zwischenzeit die Hölle los. Der große Kaufmannrat war zusammengerufen worden und es herrschte eine große Unruhe unter allen Teilnehmern. Danke, meine lieben Herren. Es ist mir bewusst, dass wir alle mit der Situation mehr als unzufrieden sind. Und trotzdem bitte ich Sie alle in der Lage, die Ruhe zu bewahren, damit wir möglichst schnell eine Lösung für das Problem finden. Capitano, wie sieht der Stand von der Situation aus? Servo! Der Stand von der Situation, Sergeante! Es sind keine Schiffe mehr da, die unsere Ladungen gegen rausbringen könnten. Ebenfalls sind bis jetzt keine Schiffe vom Ausland wieder zurückgekommen. Unsere Lebensmittel fangen an knapp werden, weil sie nur noch mit einem kleinen Boot oder über die Brücke transportiert werden. Moment, er ist noch nicht fertig. Hallo? Ruhe! Fahren Sie vor. Ebenfalls werden bis jetzt 700 Besatzungsmitglieder von der Schiff vermisst. Die davon zurückgebliebenen Familien haben auch bald keine finanziellen Mittel mehr. Ruhe! Ich habe gesagt, es ist Ruhe! Es sind schon alle ruhig, euer Hochwohlgeboren. Oh, so schön. Ja dann, meine Herren, ich weiss, die Situation ist sehr schlimm. Aber hat vielleicht irgendjemand einen konkreten Vorschlag für eine Lösung? Signore Diego, Sie vielleicht? Solange er keine Ahnung hat, warum die ganzen Schiffe auf dem Meer versinken, können wir auch keine Lösung für das Problem finden. Aber bis jetzt wissen wir doch gar nicht, ob sie überhaupt versunken sind. Ja, sie sind aber bis jetzt nicht zurückgekommen. Nur weil sie nicht zurückkommen, heisst es nicht, dass sie gerade auf dem Grund vom Meeresboden sind. Als sich die Tür zum Ratssaal öffnete, kam O'Sullivan selbstsicher und ohne zu zögern hereinspaziert. So. Das ist also der berühmte Rat der venezianischen Kaufleute. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber mir wurde nur zufällig mitgeteilt, dass heute eine Sitzung ist. Was macht er denn jetzt da? Ende von Kapitel 3. Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.